Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen FC Arsenal London. Leute, bevor wir reingehen, wie immer, ihr kennt das Spielchen schon, wenn euch gefällt, was ihr seht. Lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal. Damit supportet ihr mich und diesen Kanal. In diesem Sinne, vielen lieben Dank dafür. Und damit rein in den Bums. Wenn wir es dann hinkriegen. Abfahrt. Ja, ein herzliches Willkommen Ihnen allen in der Allianz Arena. Der FC Bayern freut sich wirklich richtig auf das Viertelfinale-Rückspiel in der UEFA Champions League. Morgen hier gegen den FC Arsenal. Also ich freue mich auch richtig. Und freut sich jetzt über Harry Kane, der die Pressekonferenz beginnt. Hi Harry. Hello, hello everyone. Hello. And also welcome to the English media. Auch an die englische Medien natürlich so, herzlich willkommen. Los geht's, erste Frage. Hallo Harry. Gemischte Gefühle in dieser Saison. Du hast 39 Tore erzielt. Hat es vielleicht den Fokus noch ein bisschen mehr rausgeholt jetzt für das Rückspiel? Also ich denke, es war natürlich eine enttäuschte Saison für uns in der Liga. Gratulation, Kompliment an Leverkusen, für was sie erreicht haben. Aber ich denke, dass wir ehrlich sind. Wir haben einfach unser Niveau nicht erreicht als Mannschaft. Vielleicht in der Champions League haben wir es besser gemacht, bessere Leistung gezeigt. Für mich persönlich, ich möchte einfach der Mannschaft helfen, ob jetzt in der Bundesliga, Champions League, egal wo. Wir haben eine große Möglichkeit morgen Abend hier vor heimischer Kulisse. Wir wollen die Saison am Leben halten und auch für große Freude sorgen und wollen hoffen, dass wir etwas Besonderes erreichen können hier. Für mich persönlich, wie gesagt, ich will morgen einfach, was ich bis jetzt die ganze Zeit gemacht habe, Tore erzielen, die Mannschaft helfen in jeder Situation. Ja. Für Harry ist auch der einzige Spieler, wo es mir echt leid tut, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ansonsten ist es, wir müssen nicht darüber reden, dass es völlig verdient ist, dass die Saison so gelaufen ist. Das ist auch das einzige, warum ich noch hart die Champions League feiere, wo ich dann noch mit Emotionen dabei bin, ist einfach für Harry, Alter. Für alle anderen satten Spieler bei uns wäre es mir am Ende wirklich scheißegal. Ja, für Harry tut es mir super leid, Alter. Guckt euch an, wie der die Saison performt hat. Alter. Nicht nur die Tore, auch spielerisch, kämpferisch. Unglaublich eigentlich, ne? Ist super schade. Meine Frage an dich. War nicht so, wie du es vielleicht gedacht hast, aber innerhalb der Kabine, wenn man auch die Spieler sieht und auch die Erfahrungen der Spieler, wie zuversichtlich seid ihr, dass ihr es schaffen könnt? Also, ja, genau. Wir haben eine Menge Erfahrung in der Mannschaft mit Spielern, die schon große Spiele gespielt haben. Es ist kein Geheimnis hier, dass der Verein als Ziel gesetzt hat, oder jede Saison das Ziel voraussetzt, die Champions League zu gewinnen. Und wenn man sich die Leistung anschaut, diese Saison, da waren wir in der Bundesliga anders als in der Champions League, wollen mehr zeigen auf dem... Ich sehe den Unterschied nicht, ne, habe ich schon öfters gesagt. Also ich finde das Gerede ein bisschen zu sagen, in der Champions League waren wir so stark unterwegs. Ja, es war teilweise einen Tacken besser, aber jetzt super souverän oder sonst was haben wir in der Champions League auch nicht erlebt. Aber das Spiel in Arsenal macht auf jeden Fall Hoffnung und morgen ist, ja, Tagesform, alles ist drinne, Kleinigkeiten werden vielleicht entscheiden, wir werden sehen. Den Platz, auch was die Abwehr angeht, die Abwehrarbeit. Also es ist Zeit, einfach unser Niveau wieder hochzuheben. Wir waren schon in solchen Situationen unter Druck und haben es einmal bewiesen. Es wird eine fantastische Atmosphäre im Stadion sein. Das Viertelfinale, Rückspiel, eine Menge Erwartungen natürlich, aber wir haben großen Glauben an uns, dass wir was erreichen können morgen. Hello, Harry. Harry.
Du bist nur Teil der Bundesliga. Wie bewertest du die Bundesliga im Vergleich zur Premier League? Das ist besonders für dich auch, wenn es du schaffst, die nächste Runde zu schaffen, dann kannst du auch der deutschen Mannschaften helfen gegen die englischen für den extra Champions League Platz. Wie bewertest du das? Also ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll, aber ich denke, dass die Bundesliga eine großartige Erfahrung für mich ist bislang. Und Leverkusen hat eine fantastische Saison gespielt, nicht nur in der Bundesliga, aber auch in Europa. Man hat also starke Vereine hier und ich konzentriere mich hier auf die Bundesliga, nicht auf die Premier League. Ich versuche meine beste Leistung hier zu zeigen, in jedem Spiel. Und das ist für uns das Ziel, jetzt in der Bundesliga als Zweiter abzuschließen. Und was dann passiert, werden wir sehen. Aber als Großes und Ganzes gefällt es mir sehr gut, hier in der Bundesliga auch zu spielen. Was soll er jetzt auch sagen? Soll er jetzt sagen, die Premier League ist stärker wie die Bundesliga oder sonst was? Diese Fragen immer. Also. Soll er jetzt sagen, soll er gegen die Bundesliga jetzt was sagen? Oder? Hallo Harry. Es ist noch relativ neu für dich hier, neuer Verein, neues Land, neue Kultur. Welche Verantwortung möchtest du aber übernehmen? Also ich denke, wo ich jetzt bin, da erwarten natürlich die Leute ein spezielles Niveau von mir, egal in welchem Wettbewerb, mit Toren, mit Vorlagen. Aber das hat er auf jeden Fall bewiesen, das Niveau, Alter. Aber auch generell in meiner Leistung, auch mein Leadership, meine Erfahrung, die ich schon gesammelt habe, dass die einzubringen und der Mannschaft zu helfen. Und ich erwarte immer viel von mir, versuche alles zu geben. Und ich hoffe, dass morgen eine großartige Leistung zeigen kann. Nicht nur mit Toren, aber auch mit meiner Gesamtleistung, so wie es auch, wie wir es gezeigt haben in dem Hinspiel. Wir sind bereit. Harry, in dieser Champions League, da bist du noch unvollendet, du warst schon sehr nah dran, 2019 mit Tottenham. Und ist es das, was du jetzt erreichen willst, was du gewinnen willst? Ja, immer wenn man ein Finale, eins besser erreicht und es aber nicht schafft, dann natürlich motiviert einen das nochmal zu schaffen und aber den letzten Schritt dann auch zu machen. Wir haben jetzt diese Möglichkeit, diese Saison. Es ist ein großartiger Moment morgen und wenn wir morgen den Schritt machen können, dann fehlen nur noch wenige Spiele, bis ins Wembley-Finale zu schaffen. Und es kann schnell passieren, aber meine volle Konzentration ist auf das Spiel morgen. Es wäre natürlich schon für Harry gesehen ja ein Traum. Ne? Für uns Fans natürlich auch, gar keine Frage. Aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, ja. Es ist super schade, dass die Saison so läuft, wie sie läuft. Also an Harry Kane lag es nicht. Es lag an ganz, ganz vielen Spielern, aber mit Sicherheit nicht an Harry Kane, Alter. Wie schon gesagt, ich will meine beste Leistung zeigen, die Mannschaft genauso und dann Schritt für Schritt werden wir versuchen, das Ziel zu erreichen. Mit diesem Spiel morgen. Was wird das für dich bedeuten? Du hast so viele Tore schon gegen die geschossen, gegen Arsenal. Was würde das bedeuten? Also für mich persönlich, das wird natürlich von außen sehr aufgebauscht, von der Presse, nicht von mir unbedingt. Ich habe schon eine gewisse Geschichte gegen Arsenal, so oft gegen sie gespielt, in vielen Saisons. Und es ist einer der größten Spiele immer in der Premier League gewesen, gegen sie zu spielen. Aber es ist ein anderer Moment. Ich spiele jetzt für eine andere Mannschaft und mein Fokus ist einfach ja, ein starker Mannschaft von Arsenal zu schlagen. Natürlich gibt es bestimmt auch Spurs-Fans, die hoffen, dass Bayern morgen weiterkommt, aber ich fokussiere auf mich und auf unseren Gegner und das ist Arsenal morgen. Klaus Bergmann für die dpa. Hello, Mr. Kane. Hi.
Also mit der Erfahrung aus dem Hinspiel in London. Was wird der Schlüsselmoment sein morgen? Also wir müssen lernen von dem Spiel, von der Defensivarbeit. Haben wir sehr gut verteidigt, haben es sehr schwierig gemacht, für sie Chancen zu kreieren. Morgen spielen wir hier vor heimischer Kulisse mit der Energie unserer Fans. Und im Ballbesitz können wir den Ball besser kontrollieren als vielleicht auswärts. Das ist normal, wenn der Heimverein immer Druck auf dich ausübt, aber morgen wird es andersrum sein. Das wird uns erlauben, besser ins Spiel zu kommen, vielleicht mehrere Chancen auch zu kreieren. Aber wir wissen natürlich auch, dass uns gewisse Gefahren drohen. Wir müssen daraus lernen aus dem Hinspiel, die besten Sachen rausholen, die geschlossene Mannschaftsleistung, die wir da gezeigt haben, mitnehmen. Und wir brauchen das morgen Abend auch hier. Genau das Gleiche. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das wirklich, ob das die Vorgabe sein wird und ob wir das umgesetzt bekommen. Das Spiel selber in die Hand zu nehmen, zu gestalten, dass wir dazu in der Lage sind, gar keine Frage. Aber ob Arsenal das zulassen wird. Weil die waren schon spielerisch verdammt stark, Alter. Also es wird sehr interessant sein. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen werden. Bitte, ja. Hi Harry, Kingsley Coman und Serge Gnabry und Gnabry sind morgen nicht dabei. Wie wird das euer Spiel auch beeinflussen? Er hat auch noch gesagt, dass Leroy Sané nicht so bei 100% ist. Also nicht enttäuschend für King, für Serge. Haben viele Verletzungen schon gehabt. Ist nicht einfach, natürlich Teamkollegen zu sehen, die da durch müssen, die normalerweise mit dir auf dem Feld spielen. Ich weiß nicht, was mit Leroy Sané, wie es um ihn geht. Das werden wir beim Training heute feststellen. Aber im Allgemeinen ist egal, mit wem ich zusammenspiele. Mein Spiel ist mein Spiel. Ich versuche zusammenzuspielen mit dem, der mit mir zusammen spielt. Ich muss mich darauf fokussieren, anpassen vielleicht etwas an die jeweiligen Spieler. Aber egal, wer gespielt hat bislang in der Saison, haben immer ihren Einfluss gehabt, auch auf ihre Position. Man muss einfach seinen Job machen. Wir hatten einige Verletzungssorgen, einige verletzte Spieler und Spieler, die halt in verschiedenen Rollen auch dann spielen mussten, aber die haben das toll gemacht. Ist egal, wer morgen aufläuft, wir sind bereit, wir sind fokussiert und hoffentlich als... So sieht's aus. Ja, es gibt keine Ausreden. Wir müssen nicht rumholen wegen irgendwelchen Verletzten, da sind wir teilweise selber schuld dran. Und jeder, der morgen aufläuft, muss brennen. Mannschaft können wir das schaffen morgen. Und vor allem kämpfen wir auch für die Spieler, für die verletzten Spieler und hoffen, dass die dann bald wieder zurückkehren. Dominik Fischer für den Bayerischen Rundfunk, ja. Hallo, Harry. Hi. Es gibt eine Menge Verletzungen in Ihrer Mannschaft. Hast du schon mal in deiner Karriere bei einer Mannschaft schon so viele Verletzungen, Muskelverletzungen mitbekommen? Also ja, es gab schon eine Menge Verletzungen. Vielleicht auch die meisten, die ich bis jetzt gesehen habe in einem Verein. Aber im Fußball sieht man schon auch im Allgemeinen, dass es viele Verletzungen gibt. Aber von unserer Sichtweise ist, dass jeder auf sich selbst gucken muss. Man muss immer eine Lösung finden. Die Saisons sind lang, sind hart. Wir trainieren sehr hart und spielen alle 3-4 Tage. Der Zeitplan ist einfach sehr straff. Aber wir können hoffentlich, dass wir eine gute Lösung immer finden. Man braucht aber auch ein bisschen Glück. Und das war nicht so ganz auf unserer Seite. Aber wir schauen auf jede Situation und jedes kleine Detail. Und ja, um das auch zu vermeiden, solche Verletzungen auch vielleicht in kommenden. Ja, ist schon wild, dass er das besser analysiert und ein Statement dazu raushauen kann wie Thomas Tuchel, Alter. Aber der kommt ja noch, vielleicht erzählt er ja auch noch mal was zu, aber ja, die verletzte Misere, da ist mit Sicherheit auch nicht einer alleine dran schuld, aber man kann sich auch nicht hinsetzen als Trainer und sagen, nein, das Training ist auf gar keinen Fall schuld daran. Also,
das war auch ein schwieriger Take vom Torhüter. Saison zu vermeiden. Vor dem Hinspiel, was du erzählt hast auch, die spezielle Motivation, gegen Arsenal zu spielen. Du willst noch die Champions League gewinnen. Aber hast du noch dieses Feuer in dir, wenn du gegen Arsenal aufläufst? Also ich bin mir ja nicht ganz sicher. Also das Spiel gegen Arsenal war immer eines der größten Spiele in der Saison, für den meisten Teil meiner Karriere. Immer zweimal die Saison gespielt in den letzten 10 Jahren. Das ist immer ein großer Moment gewesen. Und ich habe mich immer so gefühlt, als es war vielleicht immer in meinem Kopf, dass ich früher schon immer dieses Feuer in mir gespürt habe. Und ich habe das versucht dann auch zu beweisen. Das verliert man auch nicht. Das wird einfach meine DNA auch sein. Man will sich immer beweisen, dass man etwas Spezielles auch schaffen kann und machen kann. Aber es ist nichts Spezielles. Morgen ist... Also natürlich versuche ich morgen auch den Unterschied zu machen, hier mit Bayern München gegen Arsenal. Ich habe eine Geschichte gegen Arsenal, aber was ich tun kann, ist Bayern München zu helfen und sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Es gibt sehr viele Gerüchte. Vielleicht einen neuen Trainer, was ist... Deine Meinung zu Julian Nagelsmann? Wie sehr kennst du ihn? Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, noch nicht sehr gut. Ich weiß nicht, wie die Situation momentan ist mit Trainer, in Bezug auf Trainer. Thomas ist jetzt hier bis zum Ende der Saison, darauf konzentrieren wir uns. Der Verein muss die Entscheidung treffen und muss da suchen, die beste Lösung zu finden für Bayern München. Aber für uns Spieler, wir zeigen den vollsten Respekt Thomas gegenüber. Wir haben morgen ein großes Spiel vor uns und auch die restlichen Bundesligaspiele vor der Brust, die wir noch gut beenden wollen, sind sehr motiviert und sehr fokussiert, mit ihm die Saison zu spielen. Und wir wissen, dass die Entscheidung dann... Da merkst du schon, dass er einfach super erfahren ist und einfach ein Führungsspieler ist. Ne? Er ist so kein auch die Statements, die er raushaut, natürlich nicht vielsagend, ja, klar. Wie gesagt, er ist schon ein erfahrener Hase. Und am Ende die richtige sein wird. Für Bayern keinen Titel zu gewinnen, bedeutet ein Scheitern. Aber für dich persönlich, wenn du kein Titel in den Händen erhalten würdest, wäre das für dich ein Scheitern hier in Deutschland? Also je nachdem, wie du es siehst oder bezeichnen möchtest. Jeder Spieler, jeder Verein möchte natürlich Titel gewinnen. Das ist das Ziel für jede Saison. Aber das ist natürlich auch ein ganzer Prozess, Titel zu gewinnen. Individueller Prozess auch und auch der Mannschaft. Man versucht sich zu verbessern, jedes Jahr, jede Saison. Man möchte der Welt zeigen, seine Möglichkeiten, man möchte sich pushen, an die Grenzen pushen und man hofft, dass es... Wenn diese Einstellung alle Spieler bei uns gehabt hätten, hätten wir uns gar keine Sorgen machen müssen, die Saison. Also. Aber die war halt einfach nicht da, ne? Hilft auch der Mannschaft, und dass man es gemeinsam dann auch schafft, eine Geschlossenheit dann auch kreiert und sich gegenseitig pusht in diesem Prozess. Und natürlich, von dem Verein aus gesehen, wäre das eine schlechte Saison. Man erwartet von uns, dass wir Gewinntitel holen, aber das werden wir dann mitnehmen und das dann für die nächste Saison dann umzukehren. Ich denke, das ist natürlich eine harte Realität. Man kann gewinnen und auch verlieren. Und ich denke nicht, dass es so hart ist, dass es so hart sein könnte. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir einfach eine Möglichkeit haben, eine großartige Saison daraus zu machen, wenn wir die Champions League holen. Und diese Motivation ist da. Und für uns Spieler können wir uns daran halten und daran festhalten und was Besonderes zu erreichen und zu machen. Vor allem dann auch morgen zunächst erst einmal. Thanks, Harry. Danke. Wir sind gleich zurück mit dem Trainer. Thanks, Harry. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, man merkt halt einfach, man hat auch das Leuchten gesehen in seinen Augen, ne? Und diesen verschmitzten
Lacher, wenn es um die Champions League geht. Nochmal, ich denke an Harry Kane, also diese Saison mit Sicherheit nicht gelegen. Der Mann war überragend in so vielen Spielen. Also nicht nur aufgrund der Tore, auch ohne seine Tore, ja. Was er an Chancen eingeleitet hat, wie er aber auch sich nicht zu schade war, auf der 6er-Position mitzuackern. Das ist wild und deswegen brenne ich auch noch auf die Champions League wegen Harry Kane, Alter. Ich gönn ihm einfach den großen Wurf. Ja. So viele Chancen wird er nicht mehr bekommen und von daher sind wir natürlich alle Feuer und Flamme morgen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke, es wird ein sehr, sehr gutes Fußballspiel werden. Ja, Leute, das war Harry Kane. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support und im nächsten Video schauen wir uns dann an, was Thomas Tuchel noch zu sagen hat. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.